Wir sind in ihrem Büro mit Beate Meindl-Reisinger verabredet. Seit Juni 2018 ist sie die Vorsitzende der Partei NEOS, das Neue Österreich und Liberales Forum. Außerdem ist sie seit Oktober 2018 erneut Abgeordnete im österreichischen Nationalrat. Meindl-Reisinger zieht eine sehr kritische Bilanz nach mehr als einem Jahr ÖVP-FPÖ-Regierung unter der Führung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Als ehemalige ÖVP-Mitarbeiterin kennt Meindl-Reisinger die Strukturen der konservativen Volkspartei sehr gut. Doch diese lasse sich, so die NEOS-Chefin, in der Regierung zu sehr von der rechten FPÖ dominieren. Ein Vorwurf, den sie gerade auch an Bundeskanzler Kurz richtet. Frau Meindl-Reisinger, aus Ihrer Sicht, wer ist Sebastian Kurz? Naja, also trocken gesprochen ist der Bundeskanzler der Republik Österreich und der Parteichef der ÖVP. Aber das ist eine gute Frage, denn die frage ich auch oft. Was will Sebastian Kurz, sage ich oft. Macht ist klar, das ist auch sehr beeindruckend in der Analyse, wie er das geschafft hat, den Weg dorthin und wie er auch jetzt das anlegt. Aber was eigentlich sein Konzept ist für die Gesellschaft, für unser Land, für Europa, ich habe es noch nicht herausgefunden. Wie ist es denn dem jungen und lange in der eigenen Partei belächelten Politiker in sehr kurzer Zeit gelungen, ganz nach oben zu kommen? War das, wie es kürzlich in einem Kommentar im Standard hieß, ein Systemfehler der Partei, der ÖVP? Tatsächlich gibt es ja ein Phänomen, das wir europaweit beobachten, wenn nicht sogar weltweit. Eine Fragmentierung der Parteiensysteme, die ehemals etablierten, auch Volksparteien erodieren. Es ist nicht mehr möglich, die gesamte Breite der Bevölkerung abzudecken. Und in Österreich war das natürlich noch einmal stärker, weil da wirklich zwei Volksparteien, Sozialdemokratie und die ehemals christlich-soziale ÖVP, sich das Land aufgeteilt haben untereinander, für Stabilität gesorgt haben. Das war nach 1945 notwendig. Ich glaube auch ein Teil des Erfolgskonzepts nach 1945. Aber die Kehrseite von Stabilität ist Stillstand und so konnten wesentlich dringende Reformen nicht angegangen werden. Und ich glaube, aus diesem Biotop eine Unzufriedenheit über die Große Koalition, über den Stillstand und den Wunsch nach Neuen, da ist Sebastian Kurz nach oben gekommen. Sie sagen ehemals christlich-soziale ÖVP, warum? Ja, weil die Politik, die wir gesehen haben im letzten Jahr, diese christlich-sozialen Wurzeln hinter sich gelassen hat. Also ich sehe hier keine Verankerung mehr entlang der Frage, was nützt den Schwächsten, was müssen wir tun, um auch Verantwortung zu übernehmen, sondern tendenziell in dieser Frage eher eine Politik, die von rechts, von der FPÖ dominiert wird. Wie erklärt sich denn die, man muss sagen, enorme Popularität von Sebastian Kurz auf der internationalen Bühne? Ist es seine Jugend allein? Was ist es? Ich glaube, herausgelesen zu haben, dass es auch in Deutschland beispielsweise eine Sehnsucht nach Veränderung gibt und er offensichtlich hier zur Projektionsfläche wurde. Ich finde problematisch, dass er vor allem aber auch zur Projektionsfläche einer Veränderung wird in Richtung eindeutig Rechtsparteien. Also wenn man so will, was er gemacht hat in Österreich, ist, er hat den Rechten, und ich sage das in aller Deutlichkeit, auch den rechtsextremen Narrativen die Tür zum Ministerrat geöffnet. Und das halte ich für sehr gefährlich. Die FPÖ in die Regierung zu holen, ist ein hoher Preis. Man holt sich damit ganz klar auch rechtsextreme Positionen in die Regierung. Mehr als 50 Einzelfälle an Rassismus und Antisemitismus sprechen hier Bände. Also das ist tief in der DNA dieser Partei verankert. Aber ja, ich habe auch gesagt, ich lege meine Oppositionsarbeit an mit konstruktiver Härte. Das heißt, ich bin der Meinung, Österreich braucht in vielen Bereichen auch einen Schub Innovation nach vorne. Und immer da, wo ich die Ansätze sehe, arbeite ich auch gerne zusammen und biete das auch an. Aber ich werde verdammt nochmal gerade als liberale Partei hart sein, wenn es darum geht, unsere liberalen Grundwerte zu verteidigen. Was ist Ihr Resümee nach einem Jahr ÖVP-FPÖ-Regierung? Also ich freue mich, dass es keine große Koalition ist, weil das war unerträglicher Stillstand. Ich finde es auch angenehm, dass das Klima offensichtlich gut ist, dass nicht gestritten wird. Das erzählen auch ganz viele Menschen, dass das angenehm ist. Aber ich kann nur beobachten, dass eigentlich die Politik der FPÖ sehr dominierend ist. Mag sein, weil sie sich durchsetzt oder mag sein, weil es auch die Linie von Sebastian Kurz ist. Die Allianzen, die er gesucht hat auf europäischer Ebene. Also da durchaus auch in den Konflikt CSU-CDU hineinzugehen, Visegrad, Orban, auch Salvini, das sind nicht die Allianzen, die ich mir für unser Land wünsche. Lässt sich da sozusagen noch eins draufsetzen und jetzt sagen, ist er da tatsächlich ein Schweigekanzler? Also ein Schweigekanzler ist er ganz sicher. Das
macht er vielleicht geschickt. Ich glaube, er überzieht es. Ich glaube, es ist wesentlich, die roten Linien zu zeichnen, weil sich sonst durchsetzt, was die FPÖ als Programm hat. Und das habe ich übertitelt mit Rasenraucher und Rassismus. Das haben wir letztes Jahr erlebt und das gefällt mir nicht. Also ich würde mir wünschen, dass er tatsächlich stärker in Erscheinung treten würde, wenn es darum ginge, wirkliche, echte Strukturreformen zu schaffen, weil das ist etwas, woran Österreich krankt, dass man hier Parteiensysteme und Strukturen mit Sozialpartnerschaft, Sozialversicherungen geschaffen hat, die, wie gesagt, stabil, aber Kehrseite auch völlig stillstehend sind, mit einem unglaublichen parteipolitischen Einfluss. Und da frage ich schon, wozu nutzt man seine Mehrheiten und seine Macht? Wenn man also so in den Umfragewerten liegt, hat man auch eine Schuld meines Erachtens nach der Republik, die richtigen Dinge auf den Weg zu bringen. Und ja, was die internationale Bühne angeht, die versucht er zu nutzen. Ich persönlich finde es schade, wie er es teilweise anlegt, weil die österreichische Ratspräsidentschaft beispielsweise meines Erachtens nicht dafür genutzt wurde, die Rolle Österreichs als Brückenbauer auszubauen. Vielmehr hat er hier europäisch gezündelt. Zwischen den oft divergierenden Interessen etwa der Visegrad-Staaten und Brüssel, beziehungsweise auch der Länder des Balkan, speziell Westbalkan und der EU, kann man denn so einen Spagat überhaupt schaffen? Oder zerreißt man sich nicht da zwischen absehbar polarisierten Positionen? Dass die Positionen polarisiert sind, ist ein Faktum. Brückenbauen verstehe ich aber so, dass man sagt, man geht auf die Positionen zu. Das hat er gemacht. Man schaut nicht sozusagen von oben herab auf einzelne Positionen. Auch das hat er gemacht. Aber dann hat der dritte Schritt gefehlt, nämlich zu schauen, wo kann ich denn Synergien herstellen, wo kann ich gemeinsame Positionen oder vielleicht neue Wege finden, die trotzdem zu einer Lösung kommen. Warum sage ich das? Wir brauchen in ganz wesentlichen Fragen ein handlungsfähiges Europa. Viele Menschen sind vor den Kopf gestoßen und sagen, ja, wozu brauchen wir das überhaupt? Die bringen eh nichts zusammen. Und ganz ehrlich, wenn man auf die letzten Monate schaut, dann gebe ich fast recht. Ich meine, ich bin eine glühende Europäerin, aber gerade auch in den Fragen, die er als Schwerpunkt gesetzt hat, Migration, wo er gesagt hat, da ist es notwendig, Brücken zu bauen. Wo sind denn jetzt wirklich die gemeinsamen Lösungen? Und das Zweite sind die Frage, einerseits gesellschaftspolitisch, wollen wir in einer vielfältigen, in einer offenen Gesellschaft leben, die sich auch wehrt gegen die Feinde, das sage ich ganz klar, aber die hat man sozusagen überall, von rechtsextremer wie linksextremer Seite, autoritärer Seite, genauso wie von religiösen Dogmatikern. Aber wollen wir diese vielfältige, offene Gesellschaft erhalten und wollen wir ein Österreich in einem internationalen Umfeld mit einer klaren proeuropäischen Haltung halten? Das wäre unser Anspruch und da arbeite ich ganz massiv dran, dass das so bleibt. Manuel Reisinger, herzlichen Dank. Danke sehr.